Wir stehen ganz am Anfang von einer spannenden Reise bis Ostern her, wo wir die Serie «The Chosen» so ein bisschen in den Fokus nehmen. Die Serie, wo wir gestern bereits mit dem Dave Wörle darüber geredet haben, «The Chosen», wo mich selber ehrlich gesagt sehr begeistert und berührt. Und ich bin da bei weitem nicht alleine. Wenn man nämlich ein bisschen rumschaut und rumlässt, dann sieht man, dass das ja ganz viel wirklich im Herz irgendwo berührt hat. Und jemand, wo das auch zutrifft, ist Regula Lehmann, eine gute bekannte Freundin von LiveNet. Und die Regula ist in Herisau daheim, Familienfrau und Familienfachfrau, muss man auch sagen, hat auch so diverse Bücher geschrieben zu diesen Themen, auch zu Erziehung und so weiter. Und Sexualerziehung im Speziellen könnte man noch erwähnen. Aber jetzt wollen wir mehr über «The Chosen» reden. Regula, was gefällt dir an dieser Serie? Mir gefällt an dieser Serie einerseits, dass sie so lebensnah ist, dass mir in dieser Serie auch ein Jesus begegnet, so wie ich das Gefühl hatte, so kenne ich Jesus aus meinem Herz. Ich bin jetzt etwa 50 Jahre mit Jesus unterwegs und ja, wir haben schon viel zusammen erlebt. Und in diesem Film ist mir ein Jesus entgegengekommen, wo ich das Gefühl hatte, ja, irgendwie kenne ich den Jesus. Auch einen gewissen humorvollen Jesus. Und das hat mich sehr berührt, auch das Unterwegssein von ihm mit seinen Jüngern, die so sind wie du und ich. Also wo ich mich auch immer wieder selber irgendwo begegne und merke, eben auch ein Jesus, der müde wird, ein Jesus, der so ganz Mensch ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die Faszination auch ausmacht. Gibt es vielleicht ganz bestimmte Szenen, wo dir erst recht die Augen aufgetan hat zu einem vielleicht, Bereich oder zu einem, ja, sagen wir, einer Begegnung in der Bibel, die du gelesen hast vorher vielleicht schon manchmal, aber ganz noch einen neuen Zugang hast bekommen? Ja, also das ist für mich, angefangen haben wir eigentlich mit dem Weihnachtsspecial vom Hirt und dem Schaf, wo am Schluss dann das Kreuz eingeblendet wird. Das hat mich sehr berührt, wie eigentlich das Alte Testament hineingenommen wird in die Geschichte. Also der Faden, der vom Alten ins Neue Testament geht, finde ich, der blitzt immer wieder auf. Die Geschichte geht wirklich dem roten Faden nach. Und das ist ganz speziell mir dann auch begegnet bei der Maria Magdalena, wo das Gebet aus Jesaja 43 lehrt, als Kind beten: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und dann kommt der Jesus, wo die Erfüllung ist von all dem, was im Alten Testament gesagt worden ist und was jetzt sie als kleines Mädchen gelehrt hat, quasi als Nachtgebet. Kommt der Jesus und macht das wie wahr. Ich glaube, die Geschichte von ihr ist so die erste Geschichte, die mich tief berührt hat. Und einfach wie die Verbindung von dem Alten und Neuen Testament, ich glaube, die ist so wichtig, weil ich finde, das verstehen sie meisterhaft. Das Alte Testament immer wieder wie einzublenden in das Neue und den Bogen zu schlagen. Das begeistert mich sehr. Mhm. Und wenn du gerade von dieser Szene redest, ganz am Anfang, oder? Also von der Geschichte von der Maria Magdalena, was mich dort hier auch sehr berührt hat, wie er sie beim Namen nennt, oder? Und das Kapitel heisst, glaube ich, auch so, oder? Die erste Folge. Einfach das zu sehen und so, das zieht sich ja durch eigentlich näher, wenn die Jünger einen am anderen dazukommen, oder? Gang so das «Ich sehe dich» und so weiter. Ja. Ja, so eine nächste von dieser Szene ist ja dann die vom Nathanael, wo Jesus den Nathanael beruft. Und in der Bibel lesen wir einfach, dass Jesus zu dem Nathanael sagt: Ich habe dich gesehen unter einem Feigenbaum sitzen. Und ich habe noch nie verstanden, richtig, was das mit dem Feigenbaum auf sich hat. Und sie haben ja dann wie eine Hintergrundgeschichte gegeben zu dem Feigenbaum und zu dem Jesus, wo eben auch in den tiefsten Momenten, wo Menschen erleben, wo eben der Nathanael unter dem Feigenbaum fast verzweifelt, wo Jesus nachher sagt: Hey, ich habe dich gesehen. Und das ist eine tiefe Erfahrung, haben wir auch schon erlebt, dass wir durch eine ganz tiefe Krise durchgegangen sind. Und Gott hat irgendwann nur gesagt: Ich habe im Fall alles gesehen. Und das hat so viel berührt in uns, obwohl das ja die Krise noch gar nicht gelöst hat. Aber ich glaube, das Gesehen-Sein von Gott, von Jesus,
das erkannt werden von jemandem, bis ins Tiefste und angenommen sein. In all dem. Ich glaube, das ist ganz etwas Tiefes, wo sie ja auch festen Fokus darauf legen, wie Jesus eben den einzelnen Leuten begegnet. Auch mit all ihren Ecken und Kanten. Genau. Und mit all dem, wo sie vielleicht selber auch gerne würden ändern und es nicht können. Ja, genau. Also, dass Jesus irgendwie zu Schlag kommt mit uns und auch zu Schlag kommt mit einer Truppe, die wirklich nicht zusammenpasst. Also, ja. Und was jetzt so cool ist, wenn ich die Serie erst so richtig jetzt am Lancieren bin oder Leute anfragen, und es ist überhaupt nicht schwierig, erstens Leute zu finden, die da mitmachen. Das ist so, und man merkt so, es ist der gemeinsame Nenner drin, oder? Wenn wir auf Ostern zugehen, es tut uns alle nachher schlussendlich an den gemeinsamen Punkt bringen und erinnern, wo einfach Jesus ist, und das ist über allem. Und man sonst anderer Meinung sein, oder? Das Jahr durch über diverse Sachen sozusagen auch diskutieren und so. Hier ist der Fall klar. Du kannst alle fragen eigentlich, wo Jesus eben nachfolgen. Genau. Ja, nein, ich finde wirklich, es hat auch viel sehr fundierte Theologie in dem Film hinein, wo auf ganz einfache und ganz angenehme Art weitergegeben wird, wo ich auch glaube, dass auch Menschen, die vielleicht noch gar nicht so Zugang haben zu dieser Geschichte, wie einen neuen Zugang auch finden. Und das ist, weil ich glaube wirklich, der Film ist für mich wie so etwas, vielleicht fast 5-6D-mäßiges. Der Film ist gut aus meiner Sicht, weil im Hintergrund noch so viele Dimensionen sind, wo eigentlich nur manchmal so ein bisschen durchblitzen und wo doch im Ganzen unglaublich viel Tiefe geben. Genau, darum lohnt es sich so, dass man es ein zweites Mal durchschaut, habe ich jetzt gemerkt. Jetzt habe ich die erste Staffel nämlich wieder geschaut und entdecke so viel noch einmal andere Facetten, neue Facetten. Es bleibt total faszinierend. Und ja, ich glaube, du hast noch wieder oder einen Teil durchgeschaut, auch jetzt, wo du ein bisschen bist im Bett gesehen, krankheitsbedingt, oder? Ja, das hat mir sehr gut da, habe ich gemerkt, dass Gott mit uns. Ich glaube, ja, wir kommen vielleicht aus einer Zeit, gell? Ich bin in einer Zeit geboren, wo so grosse Schwierigkeiten eigentlich wie gar nicht da sind. Ich habe in den letzten 2 Jahren ganz neue Erfahrungen gemacht und das macht ja auch etwas mit uns. Und ich glaube, das Versprechen, dass Jesus mit uns durch alles durchgeht, eben auch durch die schwierigen Zeiten. Ich glaube, das ist im Moment so ganz etwas Wichtiges, weil dass man Jesus nicht als jemand einfach sehen, wo einfach alles heile Welt macht, sondern wo vor allem wirklich der Gott mit uns ist, wo sagt, hey, ich bleibe im Fall, auch dann, wenn es schwierig wird. Und ich glaube, von dem her ist das ja ganz ein wichtiger Film in einer Zeit, wo wir alle mit ganz neuen Sachen konfrontiert sind. Genau. Ja, Regula Lehmer, danke ganz herzlich, dass du so ein bisschen einen Einblick gegeben in deine The Chosen-Erlebnisse, die du jetzt gehabt hast. Und ich wünsche dir natürlich auch eine schöne restliche Passionszeit und gesegnete Ostern. Danke, das wünsche ich dir auch. Wir warten auf die nächste Staffel, gell? Absolut. Ich glaube, sie wollen uns noch ein bisschen auf die Folter spannen. Genau. Das geht ein bisschen lang, aber ja, nehmen wir das, was einfach da ist. Yes. Merci vielmals fürs Gespräch. Sehr gerne, danke dir. Salut, Florian. Regula, merci. Ciao. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.